Een goede verwalter, goede onderweert, die vindt vrede durch ein Verhältnis mit Gott. Also wir segnen euch Frieden mit den Dingen. Das ist nicht mit Arich von Gott uns sehen, dass wir keine Dinge haben, aber unsere Friede soll nicht dort sein. Unsere Friede ist, wenn wir ein Verhältnis haben mit Gott. Marius, mijn vriend dat ik hier in de kerk zijn met Jan Taub. En dat is een stad wo dan weer vrede is, niet? Besonders van een paar werk met raffe werken gehad heeft, met abgeschadet is en hem zijn geloven en een schwerer aufgeben, zodat dat schadet hem dan best ab. Aber wir sind hier, Gott seine Gnade ist gut, Gott ändert nicht, kriegt nicht, dass dann uns das Wunder bewies, wo wir würden verlieren oder nicht, dass Gott bleibt wir in der Salzia und du frei wir uns da und Gott ja jeder Tag Gnade und ein Tag auf einmal. So, hier so, es wir mit dir gesagt haben, wir uns Thema für den nächsten Person ist, wir sind Verwalter, nicht Eigendämer, ich hoffe, das wat ons klar worden. En wat is een verwalter? Om ja een klein beetje te zijn, wat verstaan we dat woord verwalter? Verwalter, dat is einer, wat du even gesagt is, even een Geschäft, oder eine Formerie, oder irgendwas te even zijn van zijn Wirt. Also ein Verwalter ist nicht der Wirt, heißt der Administrator. Er auf die Seite einmal, das ist ein Unterwirt. Also, und was ist ein Unterwirt seine Abgabe? Das ist, den seine Verantwortung ist, das Geschäft so wieder drehen, als der Wirt das wird wollen haben, dass das tut. So, mit dort, wenn wir dann denken, also wir sind Verwalter, nicht Eigendämer. Also dann meint das, dass wir sind Unterwirts, wir sind angestellt von einem Wirt, die Dinge so zu tun, als die Wirt will haben, dass wir sollen. Und dort tue ich, dass wir klar kriegen, mir jankt, dass bloß einmal war betont, also ein Verwalter sein, wie einen nicht. Wir sind bloß so eine, was das verwalten tun. Und ein Unterwirt seine Abgabe ist, auszufinden, was den Wirt sein Verlangen ist, wo das Geschäft zu drehen, wo das auszufallen, was er will getan haben, und dann das dort probieren zu tun. Und wir als Christen, wir haben auch noch Verantwortung auszufinden, wo Gott will haben, wo ich die Dinge soll ausführen, mit den Dingen soll umgehen, was er uns anvertraut hat. Jeder von uns sind Dinge anvertraut. Uns ist uns Leben anvertraut, uns ist Geld anvertraut, uns ist Gaben anvertraut, uns ist Zeit anvertraut, uns sind Talenten anvertraut, unsere Familie, unsere Kinder. Das sind alles Dinge, wo Gott uns hat in Unterwirt gesagt. So, unsere Verantwortung ist, dort sein Reich zu verwalten, dort sein so zu tun, als die Wirt will haben, wer die in die Wirt ist, in das Case ist Gott. Und ich will hier bloß ein paar Verse ein bisschen sagen, dass von der Bibel, was du sagen, dass Gott der eint alles. Er ist der Eigendämer, er ist der, was das alle geben wird. In Psalm 24, Vers 1 und 2, du sagtest, die Erde ist den Herrn sehen, und auch alles, was du bern ist, die Welt und all die, was du boven wohnen. Wils hij bü de Welt über die Wutter und lädt den Grund in dem Meer. Also Gott, der mögt alles, heißt der Eigendämer von alles. In 1. Korinther 10, Vers 26 habe ich das Vers, willst die Erde den Herrn und alles, was du bern ist. Also, das alles Gott sind, das ganze Erde, das ganze Planet, wo wir wohnen sind, und alles, was du bern ist, das gehört an.
und du sind viel mehr erfahrst, was du von dort reden dann. Und dann habe ich auch, als uns Körper, du sind erfahrst, was du sagst, Gott der eint auch unsere Körper. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, du sagst, oder weet je nicht, dass je Körper ein Tempel ist für den Heiligen Geist, der in jün wohnt, den je von Gott haben. Je einen jün nicht selbst, je sind für in deren Preis gekauft, du werden verherrlicht Gott mit jün Körper. Also wir einen auch gleich ans Körper, der ist uns auch bloß von Gott anvertraut. So wird wir mit uns Körper. Passen wir uns Körper ab, das ist gleich unser. Wir sind bloß ein Unwert für uns Körper. Da wir den fern behandeln, oder da wir den in den Grund bringen mit Dingen, was wir annehmen, was wir eten, was immer wir tun. Wofür wollen wir das in Körper? Oder die Goven, in 1. Petrus 4, Vers 10, da sagt es, und jeder soll seine Gove, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gouden zu dienen, als ein Verwalter, der mit Gott seine Genoden Goven treu angeht. Also die Goven, dort, was wir verstehen zu tun, dort ist so gleich uns, dort ist so, hat Gott uns anvertraut. Wir sind unwert, wir sind ein Verwalter von der Goven, was Gott uns gegeben hat. Und er sagt, mit der do wir dienen. So, haben wir eine Gove? Wo steht das? Wir haben alle eine Gove. Wem seine Gove ist das? Na, das ist Gott, der hat uns die geliebt, um hier so mit umgehen. Und all von jenen, die brücken jene Goven, um hier eine Quart mithalten, bei den Kenia, bei Kaffee, bei all die verschiedenen Dinge, was wir hier haben, die brücken jene Goven durch. Viele von jenen, die brücken jene Goven in der Werk, bieten manche Menschen, was wir treffen, und die brücken jene Goven durch. Was von Job do wir mit unseren Goven? So wie ein guter Unwert für die Goven, was Gott uns gegeben hat. Also, du hast eine Gove, ich habe eine Gove, und wir sind bloß ein Unwert für die Goven, das ist gleich unsere Gove. Hier so, wir können sagen, Verwalter von ein bisschen von 3 Areas in unser Lebens. Wir können ein Teil von den Dingen, glaube ich, können wir unter diese 3 Dinge stellen, wo wir immer Verwalter sind, wo wir unwert sind. Ein von der ist Zeit. Also wir sind ein Verwalter von unserer Zeit, was Gott uns gegeben hat. Wir sind ein Verwalter von den Talenten, der Gaben, was Gott uns gegeben hat. Und wir sind ein Verwalter von dem Geld, von den Sachen, was Gott uns gegeben hat. So, und ich glaube, all die anderen Dinge, was wir haben, die können wir vielleicht eine Woche oder andere Woche durch so umstellen. Und ich denke, und wir sind Verwalter von Zeit. Ich finde, wo do wir durch damit? Ich freue mich und Gott hat all wirklich gesehen hier so in der Kirche. Wir sind ein Teil von uns, wir sind Geschäftslied, wir sind Drag. Und ich hier einmal war, dort wurde in Utrecht, ich kann nicht Zeit. Na, ich habe bloß nicht Zeit. Ich würde gleich dort tun, aber ich kann nicht Zeit. Wo du, was für ein Verwalter sei wie von den 24 Stunden Tag, was Gott uns geben wird. Wenn wir nochmal, als wir das mit euch im Kopf gehen, soll wir mit einmal Gott beten, er soll uns nicht ganz so sehr sehen, dass wir mit mal Zeit haben für das Wort. Weil wir einmal denken, so, wir sollen abpassen, wo wir dort brücken, dann, na, ich kann nicht Zeit werden. Gleich wie dort zu sein, ich kann nicht Zeit. So, weil wir Gott fragen, wo soll ich meine Zeit anwenden? Wo kann ich die andeilen, wo kann ich ein guter Verwalter sein für meine Zeit? Und dann, obviamente, die Talenten in Geld. Und so es will sein, dass das von der und von nächste Sonntag, weil wir mit Dollar kriegen, was wir Verwalter von Geld. Und du sind ja verschiedene Rechte, um was einer du können gehen, aber hoffentlich die was ich gewählt habe, du so von mir zu reden, ich glaube, das sind so noch was uns vorhin kann halten. Und vierten, was wir können denken, wenn wir in der Kirche reden von Geld, dann viele denken dann, naja, dann geben. Und ein Teil von uns, wir haben auch ein bisschen dort abgecatcht. Wir sagen, Gott wird dir segnen, was er geben wird. Gott wird dir wirklich segnen, was du geben tun. Und das ist so, Gott segnet die Menschen, was du geben tun. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Ding,
wenn wir wollen haben, dass Gott uns soll segnen, ein von den Dingen, von unseren finanziellen Dingen ist, dass wir dann geben wollen. Wenn wir selbstsüchtig sind, nicht geben, dann ist es eine gute Chance für, dass Gott uns gleich wird segnen. Aber ebenfalls ich kann, dass ihr das verstehen, dann uns finanzielle Dinge, dass uns finanzielle Dinge gut gehen, dann, das hat geben als bloß ein Ingrediente von dort. Du sind verschiedene Dinge, du sind nicht zu viel Geld, was für eine Entscheidung merke ich mit meinem Geld. Und also, dort trägt alles dazu bei, dass ich ein guter Verwalter bin mit meinem Geld. Das hat nicht bloß mit ein von den Areas zu tun. Und Geld ist immer ein großes Ding in unserem Leben. Wir weiten dort, das braucht wir zum Leben. Und aber da kann Trouble anrichten, einmal in unsere Familien, wenn wir nicht Geld oder unser Lied, das kann einmal ein Problem sein, oder unser Socios, oder was immer das ist. Und einmal habe ich auch die Dinge durch ein ganzes Stigma mit Geld, können wir einmal sein, das ist einmal was sein, was wir haben alle den Satz gehört, einmal sein, el dinero corrupta. Oder wir sagen, fertig, das Geld das schlecht. Und einmal habe ich einmal mit den Eindruck, wenn du irgendwer mit Gemeinde hast, das gut auf, Gott hat ihn gesehen, dann kicken wir den bitte an, was der ist so jitzig, oder dort. Und ich glaube, Geld bei sich selbst ist gleich schlecht und gleich gut. Das ist bloß ein Herramienta, bloß ein Tool, was wir brauchen können. Und wie kann das, wie in uns Wort und uns Gedanken, wie entscheiden, uns das wieder zu gut brauchen oder zu schlecht. Und bei sich selbst ist das bloß eine Bereitschaft, was wir brauchen tun. So ich will sagen, von der im nächsten Sinne, weil ich mit so 10 Geboten übergehen von finanziellen Dingen. Also, wir können das erinnert mich bloß an in das Alte Testament, so hat wie 10 Geboten, was das Volk Israel kriegt. Und so dann habe ich hier mit den 10 Geboten. Von ein paar von denen, weil wir mit länger von reden, von der, wo ich von ein von den Geboten, oder den Prinzipien mit mehr von reden, ein paar, wo ich bloß Karten mit was von sein, und nächstes Sonntag kriegst du es dort. Also, wir wollen von 10 Geboten, finanzielle Geboten reden, oder Prinzipien. Wir können sagen, was du mit Hauptgrundlehren sind von Geld. Und das Erste ist, das ist ihr Gott mit das Erste. Also dort, was du gekriegt hast, was Gott dir anvertraut, ihr Gott mit das Erste. Sprüche 3, Vers 9 sagt, ihr den Herrn mit was du hast und Opfer das erste Port von all deinen Ernten. Also das ist das Prinzip, dass wir das Erste geben tun, dass wir Gott ehren mit das Erste, was wir ankriegen tun. Soll wir geben, wenn Gott das fehlen hat, wenn Gott das an uns Geld fehlen hat, oder wenn die Kirche das an uns Geld fehlen hat, das soll nicht die Ursache sein, wegen was wir geben tun. Wir geben, wenn Gott uns geben hat. Das ist bloß wegen was wir geben tun. Ja, die Kirche, die braucht Geld zum Operieren, aber das ist nicht die Hauptursache, wegen was wir geben. Gott, der ist der Eigentümer von alles, der braucht euch ans Geld, wenn wir haben im Alten Testament einen Vers, der sagt, heißt der wird über das Gold und Silber und alles, was hier so ist. Also Gott eignet das alle, empfiehlt das euch, dass wir geben dann, aber wir sollen am Ehren mit das Erste, wenn das wisst, was bei uns bekannt ist. 1. Könige 17, da habe ich eine interessante Geschichte, wie kann das in Elia. Und wir wissen, dass ein Tag ging den König und sagte, das wird nicht mehr regnen, aber ich schwer beten war. Und so in der Geschichte kam dann ein, dass 3 Jahre in 6 Monaten nicht regnen. Und so das Elia, der hat in einem Brief, und wir wissen, dass er sagt, also, Gott sagt, ich werde die versorgen, die Kreuen, die wollen die da Fleisch und Brot bringen. Und das sagt, die Geschichte sagt, dass morgens so kommen die Kreuen, die bringen am da eten. Nun stützt sie wieder, dann sagt Gott zu Elia,
hij zal naar die früh gehen, door naar die stad. Hij zal doorgaan gaan, hij heeft die gezegd dat hij zal voor hem verzorgen. En so das Elia, der hebt dus aan, dat slaat een te gaan. En hij komt dus aan, dan zet hij door een wetfrüh, die dat door wieder gesalt oplezen. En dan zegt hij te die door, hey, kost mir mal een koffel water brengen. Dus Elia heeft gewit gegaan, heeft vielleicht mehrere Deel gediert, wat te gaan. En stem kon water brengen, dan gaat hij früh wel aan water holen. En dan zegt dus Elia door nog, hey, mij hungert dort nog. Breng mir noch, bak mir noch, merk mir noch ein bisschen Brot, und dann will ich, dass ich eten kann. Und diese Früh, die sagte, hey, Gott weiß, aber ich habe bloß ein klein bisschen Mehl, ein klein bisschen Fett, und diese Stärke, was ich hier taub lesen, das will ich tun, um du so bloß noch einmal backen, und dann dann dort wieder die letzte Mahlzeit, was sie hatten, da würden sie sehen, die würden sterben. Und dann durch den 13. Vers, 1. Könige 17, Vers 13, du sagst Elia dann, merkt mir ihr Schwert reut, wenn Gott sagt, dass Mehl und das Fett, das wird gleich alle werden. So hier so, diese Früh, die musst du so auch wieder das erste Wort geben, Verse können das Wunder sein, was Gott will tun, dass du so will versorgen. Ich glaube, die Ursache wie gleich, dass Elia soll durchgehen, der wird früh, dass Elia sollte eten haben. Ich glaube, die Ursache wie Gott will die Wettfrüde versorgen. Und Gott will die Wettfrüde lehren, wenn sie wird im Vertrauen das erste für Elia reinmerken, dann wird das ewig gleich alle werden. Und ich glaube, das ist ein guter Prinzip, was wir können. Die Ursache, was wir geben, ist, dass Gott will für uns versorgen. Dass wir das sein können, dass wir Gott will für uns versorgen. Geben ist ein Part, eine Stupf von Glauben. Habe ich da mal gedacht, wenn wir das erste, lass sagen, die erste 10% geben, dann müssen wir im Glauben vertrauen, dass uns den anderen 90% die wollen uns taugen. Also, wenn wir geben, dann müssen wir auch ein gewisser Glauben haben, dass wir wollen durchkommen mit das Ewige. So, dann die Frage ist einmal, wie viel soll wir geben? Ich würde hier gleich ein paar Dinge, wir haben jetzt 3 Zeitperioden durch die Bibel, oder von dem, was Gott die Welt merkt, das nu. Und eine von den Zeitperioden ist vor das Gesetz, das von Adam bis Moses. Dort wir vor dem Gesetz, dann wir noch kein Gesetz nicht. Und dann haben wir durch so unserem Gesetz, dort wir von Moses bis Jesus, durch so hat Gott buchstäblich festgeschrieben, wo sie leben sollen. Und dann haben wir die Zeitperiode von Jesus bis nu, was wir sagen, die Genudenzeit. Und mir jankert durch so unter die 3 Dinge, ein klein bisschen gucken, wo Menschen geben, von diesen 3 Zeitperioden. Und ich glaube, das gibt uns ein Prinzip, wo wir können geben, oder wie viel wir sollen geben. Durch so fertig gesagt, in 1. Mose 4,10, durch so haben wir eine Geschichte, wo Abraham der Trouble hat, du wir Kirche warst, und du wir was Königs, die haben die frühesten Kinder, der Sachen mitgenommen, die haben die Weiche gestohlen, die haben gekriegt, die haben das eingenommen, die haben die Weiche genommen. Und dann Abraham wird abgewollt, und der hat 318 Kriegsmänner, der hat Männer, die er verstanden kriegen, dann die hingen ran. Und das sagt er, der braucht alles mit 3, was die da haben Weiche gestohlen. Und ich glaube, dass wir in so einer Königs, die in alle Wegen stehen, gut möglich haben wir noch mehr als dort, was er mit 3 gebracht hat, was die da haben Weiche gestohlen. Die brauchte frühes, die Kinder und die Sachen, die brauchte alles mit 3, was die haben Weiche genommen. Und als er zurückkam, dann traf das Abraham durch einen Priester, das wir Melchizedek. Den Priester traf er durch so, und das sagte das Priester, der sehen Abraham, wenn der wird mutig, was da wird passiert. Und dann der Abraham, der sagt, guck mal, hier ist 10% von was ich hier so habe, das will ich dir geben. Also Abraham, der gibt so 10%
wir fingen dort von dort einmal dort her, dort, wo wir das nachgetan haben, als uns gehabt geschrieben, aber du jäfei einmal 10%. Dann haben wir die Geschichte in 1. Mose 28, da haben wir die Geschichte von Jakob. Und du so, sei wie dort, dass wir da, was du so danach, du so ab den Stein schlupen, da nicht, der hat da mit dem Waterbad, so, und dann träumt du so. Und am Träumen, du so wie eine Lara, die wäre bei dem Himmel. Und der Engel Gottes, der ging dann ab und rauf. Und als er abwarten, dann sagte er, ja, das ist eine Stelle, wo Gott in der Nähe ist. Und dann mögt das Jakob durch einen Bund mit Gott. Und ja verschiedene Dinge, was er sagt. Ein von denen sagt, ich merke einen Bund mit dir, ich will die von all dort, was du mir geben hast, weil ich 10% war geben. Und das, was das Jakob so deut, was er dann getan hat, wir fingen das nicht, dass er hat, aber hier sind wir den Bund, dass er das 10% will geben. Also das ist ferm gesagt. Fertig gesagt, haben wir 2 Begebenheiten, wo der 10% gegeben wird. So, unserem Gesetz will Gott ihr Mose das Gesetz geben, was Gott hat buchstäblich alles festgeschrieben, was die Kinder Israel sollen tun. So, was haben wir durch so? Wie viel geben sie durch so? Und so ist ich das verstehe, du sind some Bibelutleiher, die sind ein bisschen verschieden, aber ich gehe mit dass du verschiedene 10% werden. Du wirst nicht bloß ein 10%. Und ich will dir so ein klein bisschen erklären von dort. Also, in ihrem Gesetz, was den Menschen durchgeben, aber was hat Gott ihnen dafür geschrieben, was sie durchgeben deinen. In Malachi 3, Vers 10 sagt es, bringt mir das volle Tiendel in meinen Specken an, so dass in mein Haus was zu eten sind. Prüft mir damit auf, sagt der Herr, der alles regiert, und fängt ut, auf ich nicht verjüngt, wo er den Himmel aufmerken und einen Serien draufschaden, so dass das überrannt. Also, du sagst, wie dort die Propheten, die Israeliten sein, bringt dort volle Tiendel ganz in Gott sein Haus, in den Tempel. Zu der Zeit hatten die durch Speckers, wegen du wären all die Leviten und so weiter, die Tempelarbeiter, die mussten auch eten und so weiter, und die hatten den Befehl, die sollen dort Tiendel durch sie bringen, und da wurde mit Getreide und so weiter heimgebracht. Und dann sagt das Prophet, fängt ut, ich will meine Himmelsfenster aufmerken, und ich will ihnen Teil geben. Aber sie sollen treu sein, mit der 10% durch in den Tempel bringen. Also dort wie ein Tiernel, sie sollen dort in den Tempel bringen, 10%. Dann wird noch ein 10%, wo die in 5. Mose 14, Vers 25 bis 26 von lesen, wo wir davon lesen, dann du sagst, dass sie sollen, die Kinder Israel, die sollen sich durch so 10% von ihrer Ernung, die sollen die Tzitzit saaten für ihre Helgedau. Zu der Zeit hatten die durch so wenigstens 3-mal das Jahr von der Werk, bei 2 Werk hatten die Juden durch, die hatten den Befehl, dass die sollen im Tempel gehen und die sollen die Helgedau haben. Und die sollen durch so führen und die sollen 10% Tzitzit saaten für dort, sie würden Geld haben dort. Und die sehen, wenn das zu viel ist, dann das alle mitnehmen, dann verkauft dort, wenn die weit auf von Tisch wohnen, dann nimmt das Geld mit in Jerusalem, in den Tempel, und dann wenn man die durchsendet, dann kauft ihr dort, was ihr janken in der Zeit dort. Der redet eine ganze Reihe von ab, was sich du sollen kaufen, die sollen dann fast führen, zum Gott ehren und verherrlichen, du sollst alle taub. Und jeder einer, der braucht Geld, und du sollst wir Geld haben, dass sie können und fast führen. Dann redet das Alte Testament noch von einem Tiendel. So, wie viele Tiendel sind in der Bibel, oder wie viel redet davon? Die sagt, dort wie ein Tiendel von, was der alle 3 Jahre sollen geben. In 5. Mose 14, Vers 28 und 29 sagt es, dass jeder 3. Jahr soll je ganze Tiendel in jene Städte taub leihen. Gebt dit de Leviten, die kein Land geerven haben, und die Fremden in jene Stadt, und die Weisen in Wettfrühes, dass sie sich davon satt eten können. Dort dit ut Gehorsam für den Herrn jenen Gott, dass er jünt in all die Arbeit, die je abnehmen sehen kann. Also du sagst, die sollen alle 3 Jahre sollen sie in Tiendel taub kleiden, dann die Leviten, die nicht Land gekriegt hatten durch das System, in der Wettfrühes, die fremden Menschen, die in das Land wohnen, in der Wettfrühes, die Wesen, dass die würden sortieren haben. Die sollen durch das Tiendel taub leihen.
für dich. Und dann sagt es hier in dem Wort, tut das uit Gehorsam für den Herrn, jenen Gott, dass er jünt in all der Arbeit, die je abnehmen, sehen kann. Also, die sollen das tun, dass Gott ihn kann sehen. Das hört sich hier so, wenn sie das nicht würden tun, dann will Gott ihn nicht sehen. Nicht? So, das ist so eine interessante Bemerkung. So, wofür geben die? Okay, dann wird noch ein Ding, wo sie einen Befehl haben, was sie sollen tun. Wenn sie den draschen, wird draschen, Huber draschen oder was immer, die sollen nicht ganz bei der Korn fallen. Das sagt, die sollen so was evaluieren, dass die armen Menschen können kommen, sich das hochbluten, dass die auch was zum Eten haben. Die sollen nicht ganz bei der Korn draschen. Nicht? So, wofür wir dort? 2,1% gewesen, 2%, ich weiß nicht, wofür das dort war. So, wofür geben die in ihrem Alten Testament? So, wir haben den 10%, was die sollen im Tempel bringen. 10%, was für ihre Helge da wären. Alle 3 Jahre 10%, weil wir sagen, das sind 3,1% das Jahr. So, dann sagen wir, bei 23,1%. Danach dort, was sie nicht ganz bei ohne Korn haben, wenn sie ernten. So, mehr oder weniger 54%. So, dort wir ein bisschen Befehl von, was die in das Alte Testament geben. Dort wir unserem gesagt. So, das sind Prinzipien, wenn dort wir Gott so wichtig, was sie deuten. Und dann sind wir in der Genudenzeit. So, wir haben gesagt, ferm gesagt, unserem gesagt, nun sind wir in der Genudenzeit. Wo wir von der geben. Was sind das für Dinge, wo wir von der geben dann? In 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8, da habe ich was Vers, das da in dieser Stadt. Der redet Paulus da. Der sagt, denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hängen uitstrebt, wird wirklich ernten. Und jeder Soldat, was er sich im Hort vergenommen hat, mit Fried geben und nicht bemalt. Gott ist der Gott, der mit Fried geben. Und Gott kann merken, dass die von alle Gnadengaben wirklich haben und noch wirklich Gutes tun kann. So, hier ist das ist mit dem Prinzip, was wir in der Gnadenzeit haben. Wer sparsam sät, wer ein klein bisschen gestreut hat, der wird auch mal eine kleine Arm kriegen. Wer mit voller Hängen säen hat, gut säen hat, der wird eine gute Arm kriegen. Und dort, was in uns Wort ist, dort wollen wir mit Fried geben. Was wir in uns Wort haben vergenommen, wollen wir mit Fried geben. Nicht, er sagt hier nicht aus Bemat. Und dann sagt er hier, und Gott kann merken, dass die von allen Gnadengaben wirklich haben und noch wirklich Gutes tun kann. Also Gott kann uns die Gnadengaben geben und ein von der ist das Geld, den Segen von Geld kann er uns geben, dass wir nach vorne wirklich haben. Also mit den Prinzipien, was wir im Fernen Alten Testament haben und das unserem Gesetz haben, und hier so, wir haben nu den Heiligen Geist, der wird uns leiten und führen. Und ich glaube, das Alte Testament ist dort, dass wir Dinge lernen können, dass da Prinzipien sind, wo wir können von lernen. Und so nu haben wir den Heiligen Geist, so werden wir das prüfen. Und wenn Paulus hier sagt, wer ein klein bisschen sät, der wird ein klein bisschen ernten. Wer ein Teil sät, der wird ein Teil ernten. Also wir haben den Heiligen Geist, was uns von der sein hat. Uns hast das nicht buchstäblich festgeschrieben, was wir sollen geben. Das Alte Testament, dann wird er bloß festgeschrieben, dann haben wir gleich den Heiligen Geist, dann wissen sie, dann wird er bloß festgeschrieben, was sie sollen tun, nicht? So, ein guter Verwalter irrt Gott mit das erste Port. Also wenn wir ein guter Ungewirt sind, von dort, was Gott uns auf anvertraut, dann geben wir das erste Port nach Gott. Nicht bloß das überblieb soll. Live der Jaft. Also wenn wir live haben, dann geben wir. Wir weiten das gut von all der Erfahrung, was wir haben. Wenn wir irgendwie im Live haben, wenn wir weiten, der ist in Trouble und wir der von Worten leben tun, dann wird da wir dann gewöhnlich. Dann fährten dann, hey, hier ist es mit Wort, wie ein live Jaft. Und wir haben das letzte Beispiel, wo dort sich bewiesen hat, als Kraft von Gott. Und der Vers, was wir in Johannes 3, Vers 16 finden, dass Gott seinen einzigen Sohn gibt, dass jeder einer kann gerettet werden. Also Gott leibt uns, dann gibt er. So, ich habe wieder was von lernen. Habe ich Leib für Menschen, habe ich Leib für Gott seine Arbeit, habe ich Leib, wenn wir dort haben, dann
eine Arm von dort ist, dort wir wollen geben. 1. Petrus 4, Vers 10. Ein jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Gute zu tun, als ein Verwalter, hier wie das Wort war, Verwalter, der mit Gott seine Genoden treu angeht. Also dort, was wir haben, die Gabe, was wir gekriegt haben, die soll wir brücken zum den Nächsten zum Gute tun. Und der mit Gott seine Genoden als treu angeht. Also wir sind ein Verwalter, was du mit Gott seine Gaben treu angehen tun. Dann wo wir die in die Natten merken von das wem. Also das ist hier sein, die geben als ein Ingredient von uns ganzen finanziellen Ding. Wir können sagen, vielleicht ist es ein Tresletsche Cake, nicht? Der ein Teil Ingredient ist. Was wird passieren, wenn wir bloß Mehl haben? Dann ist da gleich ein Tresletsche, dann schmeckt er gleich schein, das geht nicht für was. Und das will ich auch bloß sagen, uns finanzielle Verwaltung, unsere finanzielle Dinge, Entscheidungen, was wir merken, da und einmal kriegen wir die da, dort kriegen wir auch einmal zu holen, wenn wir es geben, dann wird Gott uns segnen. Und dort ist eine Versprechung, was sehr klar in Gott in der Bibel ist, wer da wirklich sagt, der wird wirklich ernten. Und dort die Versprechung habe ich da, und dort kriegen wir da, und dann auf einmal, dann sagen wir, wir geben ja all was, aber ich kann noch wohl Trouble mit meinen finanziellen Dingen. Und das ist mein Ingredient, das uns finanzielle Dinge gesund holen, als bloß geben. Aber geben ist ein wichtiger Part von dort. Und kriegst es in Tresletsches, du machst einen Teil von den Dingen Tops kommen, aber dann ein scheiner Tresletsches Cake ist, und das dort ist dort auch uns finanzielle Dinge, die machen, das sind ein Teil Ingredienten, was du machen Top kommen. Geben ist ein Ding, reicht eine Entscheidung mehr, und ist ein Ding, nicht mehr verbrücken, als was der Ankommen ist ein Ding. Und das ist eine ganze Strip von dort. So, und eine Person, ein reicher Verwalter, der irrt Gott mit das Erste, was er kriegt. Und dann habe ich so, das ist das erste Gebot, was ich so will von reden. Das zweite ist, nicht versuchen, Freiheit zu kriegen von materialischen Dingen. Also, was meinen wir da? Also, das ist ein Prinzip, was wir haben, nicht suchen, Freiheit in die Dinge zu kriegen, das Geld, die Sachen, was wir haben. Wenn wir können einmal leicht sein, wenn ich mal dort Haus habe, dann würde mir das schein gehen. Wenn ich ganz schmackes Haus habe, wenn ich mir dort Haus kann bauen, dann würde mir das mal schein gehen. Aber wenn ich mal 2 Werke nach Cancun fahren, das sind todo incluido haben, dann würde mir das schein gehen. Aber wenn ich würde dessen Furt haben, den Platinum Furt, ja, dann würde mir das mal schein gehen. Aber ein Phone, den Nummer 12 iPhone, ja, dann würde ich alles haben, was mir fehlt. Also verschiedene Dinge. Wie können du so haben, also einmal gleich wie wir sehen Frieden, dann wird dort wird der Frieden in uns Leben, dann wird dort stellen, wenn wir mal einmal wollen das haben. Du so, als eine Geschichte von einer Person, die ich mit die kannte, die kauften sich ein Haus und die hatten nicht eine Cousine, diese Band. Und sie lachten so laut damit, aber dass die saß ja, aber sie das durch eine Cousine nehmen, und die Früh sagt mal, ich bloß mal einmal kann die Cousine hier so in der Haus haben, dann würde ich zufrieden sein. So was passiert, die sagten, die Cousine, die nähern einen Tag wieder zu deuten, sah sich da durch, ja, schmacke Cousine. Weil die bloß noch einen schmacke Dishwasher hat. Aber das ist das nicht. Und wenn wir eine Dinge kicken für Erfüllung, was bloß Gott kann fällen, dann wollen wir nie nicht voll werden. In Sprüche, da habt ihr einen Vers, was ein interessanter Vers ist. Sprüche 27, Vers 20 sagt, dort Dodendreck kann immer mehr nehmen. Und so sind Menschen niemals zufrieden. Also das Dodendreck, dort wo wir immer an, das sterben immer Menschen, wie viele Millionen, Billionen Menschen sind all gestorben, da wird nie nicht zufrieden. Die sterben immer weiter und das nimmt die bloß nicht. Und dann sagte ich, so kriegst du sind Menschen kriegst du so wie, wir sind nie nicht zufrieden. Wenn du nicht ja mir nach das, nicht ja mir nach dort. Und
wenn wir proben, mit Dingen zu stellen, was bloß Gott kann stellen, die Friede, dann wird es immer im Fehlen bleiben. Lieder 5 Vers 9, der sagt das auch ganz interessant und ein bisschen streng. Da sagt wer sehr nur Geld heran ist, wird niemals genug Geld haben. Und die werden rackert, am Recht zu sein, wird nie nicht recht genug sein. Das ist nicht zu verstehen. So sagt der Schreiber. Also, wenn wir bloß das Geld heran tun, dann wollen wir nie nicht genug haben. Und wer da rackert, direkt zu wollen, der wird nie nicht genug haben. Wenn das gibt gleich eine Verfällung. Friedensegen und Dinge, was wir tun und was wir haben, das können auf Gott sein in uns Leben. Also wir wollen bloß das, wir schaffen das haben, ich muss das haben, das können auf Gott sein. Wir können uns Frauen haken auf Gott. Schaffen nach ein Ding, was in der Lage steht, wo ich immer weiter mit schaffen da und ich glaube, das wird fertig war, wo meine eigene Stadt haben, wo das ein Jahr fertig haben. Aber das ist vielleicht eine Stadt, was bloß Gott soll erfüllen. So, weil wir uns Frauen, also, weil wir nicht haben, das materialische Dinge, die wollen nie nicht der Lage steht in uns fallen, was Gott soll stellen. Ein guter Verwalter, guter Ungewirt, der fängt Friede durch ein Verhältnis mit Gott. Also wir segnen euch Friede mit den Dingen. Das ist nicht mit Arich, wenn Gott uns sehen wird, dass wir keine Dinge haben, aber unsere Friede soll nicht dort sein. Unsere Friede ist, wenn wir ein Verhältnis haben mit Gott. Das dritte Gebot, was wir da haben, das dritte Prinzip, nicht undankbar sein für das Leben, was wir haben, was Gott uns gegeben hat. So, wie kann wir sein, dass wir undankbar sind? Ich dachte ein bisschen nur, und ein von den Dingen ist, wo wir können uns merken, sind wir undankbar. Einmal weit wir das irgendwie grünzen, das aber alles, dann weit wir das alles für undankbar sind. Und einige von den Dingen sind nicht ganz so gut zu sein, aber denk mal mit an jene Gebete, wenn die beten dann. Was beten die? Sind die bloß alles, Gott, sehe mich, gib mir diese Gesundheit, gib mir das, gib meine Familie das, und gib mir. Als das ganze Rezept von, was Gott uns soll alles geben. Oder ist uns Gebet, dass wir beten für die Verlorenen, für die Menschen, die besiedelt sind. Oder wo sind unsere Gebete? Ich glaube, wenn unsere Gebete so sind, dass es bloß um uns konzentriert ist, alles um uns geht, dann sind wir undankbar. Wenn wir sein doch gleich, was Gott uns alles gesehen hat. Und undankbar sein ist eine Übung, die für viel schlechtet in uns Leben und auch für Sinn. Wir haben also in Römer 1 Vers, das ganze Kapitel, in Römer Kapitel 1, so haben wir ein ganzes Ding von, wo weit Menschen raufkommen, wenn die undankbar sind. Und ich wollte einen Vers lesen, in Römer 1 Vers 1, finde ich, du sagst, und wenn sie Gott auch kannten, sie geben am nicht ihr aus Gott und haben am auch nicht gedankt. Sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, sodass dort diestre in der unverständige Tod überhand nehmen. Also, wenn sie Gott nicht danken, dann nimmt dort diestre in ihre Horten, das nimmt die überhand. Und wenn wir die Verse wieder lesen, dann die kommen in der moralischen Leben, die kommen ganz in der Grund. So. Wenn wir Gott nicht ehren für die Dinge, was er macht, wenn wir undankbar sind, dann geben wir den Eindruck, dass das alles meint. Und wir haben uns gesagt, ein Verwalter ist wie einen noch gleich. Wir sind bloß eingestellt, um das administrieren. Und wenn wir undankbar sind, dann ist das so, geben wir den Eindruck, dass das alles uns ist. Ein undankbarer Torf gibt ein schlechter Verwalter über Geld. Wenn wir undankbar sind, dann ist auch eine gute Chance für dort unsere Geldsachen, unsere finanzielle Dinge, dass die auch in Trouble sind. Undankbar sein, das gibt Trouble in der Familie, in der Ehe, in das emotionale Leben gibt uns Trouble, körperlich gibt uns Trouble,
geistlich, also geistlich hat wir uns sollen dreimal gelesen, uns bringt das in den Grund, dass wir eine offene der für Sinn und schlechte Dinge in uns Leben. Also, weil wir Gott danken für die Dinge, was wir haben. Dass das gerade Report und unsere Gebete und die Dinge, was wir tun, dass wir Gott danken. Ich meine, das ist gut, dass wir das nicht können tun und Gebet haben für uns. Aber ich glaube, das gerade Report von unseren Gebeten, das soll sein, soll sich nicht an mich konzentrieren, das soll sich um Saswem konzentrieren. Ein guter Verwalter hat ein dankbares Wort. Hast du ein dankbares Wort? Ich habe uns Frauen, wo steht mit dir, bist du dankbar? Na, nach ganz kurzen bisschen noch ein Prinzip oder ein Gebot. Du sollst schaffen, aber nicht immer. Schaff saß, verreib ein. Das ist mit dem Prinzip, was wir auch durch die Bibel finden, auch im Gesetz und so weiter. Das ist gut für unsere finanziellen Dinge, wenn wir einen Tag haben, wo wir utreiben tun, wenn wir vererben tun. Wir wollten das alle, was wir schaffen tun, wofür haben wir so erfahren, dass das enge Werk Dinge gehen, und wird so funnig alle taub. Und ein Tag alles Taglein, das was tun, Montag fangen wir frisch an und dann schafft es. So, dann haben wir mit nie Mut, wir sind vererbt und wir sein das einmal von der anderen Seite an und dann können wir fertig. Also das ist gut. Ich kann so, was Jahren 3, dann dat wir Apfelplanken so in die Kuiper, die schaffen wird, hey, dort sind auch Placken, wenn wir wollen die Apfel sein, busig zu Seite kriegen. Dann haben wir das ein paar Mal getan, dass wir dann auch für den Placken, da kommen wir wenig Arbeiter erschlich und das gibt alles eindeutig an. Und ich glaube, wir haben noch das Werk eben geschafft, und wir sind auch heute noch, und dann durch sie hängen ran, bloß das Werk dann, und ich glaube, das Werk hat wir durch weniger beschäftigt, als wenn wir hatten, sind auch bloß einmal kalt gemacht, und dann war da Montag frisch angefahren. Also das ist ein Prinzip, Gott will haben, wir sollen rühren, und das Prinzip, ein von den Dingen ist, Gott, dass wir ein Vorbild, dass wir ein Schatten, dass die Menschen sich sollen vererben, dass wir das weiß nicht Jesus haben, dass er uns für eine Rühe geben. Und das war, was haben die unjam gesagt, wurde buchstäblich wie vorgeschrieben, von wo die sollen vererben, dass wir, Gott hat das sehr klar gemerkt, die sollen das der schaffen, den Sabbat sollen sie vererben, und so dort sollen sie das tun, und dann hatten sie auch noch eine Vorschrift, dass sie sollen das Jahr schaffen, und dann das 7. Jahr sollen sie nicht ackern, dann sollen sie ihr Land brechen, sonst das kann wir allmäßig nicht mehr. Und so Gröfler kann das sein, dass die dann mit einmal ein Jahr nicht das Land beackern, denn die das brechen. Und ihrem Gesetz haben die einfach eine Vorschrift, die sollen das Jahr ackern, das 7. Jahr sollen sie nicht schaffen. Und dann haben sie dann noch alle 50. Jahr, das wir ein Jubiläumsjahr, dann sollen sie auch nicht schaffen. Und so, wenn wir dort überteilen, dann wird das schaffen, dass wir 7 Jahre, mal 7 Mal her und das geben 49 Jahre, und dann das 50. Jahr sollen sie auch nicht. So, die sollen das 49. Jahr nicht ackern, das 50. Jahr auch nicht ackern. Und dann, so habe ich dann den Prinzip, was uns zu sagen, dass du sagst, Gott, wenn die dort wollen tun, wenn die wollen sich dort utreiben, du so das Land utreiben, dann war ich das 48. Jahr, wo ich so viel geben, dass die wollen zu leben haben, das 49. Jahr, und das 50. Jahr, und dann wollen sie noch genug haben, für das 51. Jahr war es zum Fleisch sein. Also, den Prinzip habe ich also in das Alte Testament, was du sagen, was wird passieren, wenn sie würden treu sein, also von dort. Und ich glaube, von der ersten Tag ist das auch unsere Abgabe, weil wir einen Tag in das Werk nehmen zum Vererben. Nicht bloß nicht schaffen, aber auch vererben. Wir haben viele von uns, wir schaffen hier ans Kapität hier so noch von, was wir in der Werk getan haben oder was wir wollen tun, nicht, weil wir einfach zum Vererben. Aber best jemand einmal an das, was weit und der andere sieht, ist, was er bloß vererben hat. So, du kannst ja uns auch fragen, nicht? So,
sehr in den Balance. So, hier bloß noch einmal zum bisschen Taubpfoten. Also, wir sind ein Verwalter, nicht irgendjemand. Also, wenn wir dort klar haben, dort haben wir klar, all dort, was wir mit angehen tun, das hat Gott uns anvertraut. Wir sind bloß Verwalter von dort. Und die Dinge, wo wir von geredet haben, als ihr Gott mit das Erste, wenn ein guter Verwalter, ihr Gott mit das erste Port. Der Zweite hat wir nicht Fried segnen materialische Dinge, also ein guter Verwalter fängt Fried durch ein Verhältnis mit Gott. Und der Dritte, du sollst nicht undankbar sein. Wenn ein undankbarer Torf gibt eine schlechte Verwalter über Geld und ein guter Verwalter hat ein dankbarer Tort. Na, das Vierte, du uitreven. Ein guter Verwalter schafft das, reift ein. Aber noch da beten. Und Gott, wir danken dir, dass du uns gut bist. Wir danken dir, dass du uns bis wirklich sehnen lässt, dass du uns hast. Wir beten, dass das wird von dir kann uns zu Horten gehen, dass die Dinge, wo wir mit umgehen, dass du uns die bloß geliebt hast, dass wir bloß unerwirrt sind für dich. Ich bete für jeden von uns, dass wir wollen treu sein mit den Dingen, die du uns hast anvertraut, und dass wir wollen die auch ehren mit uns Geld auch besonders, dass wir wollen all die Dinge, die du uns gibst, unsere Geschäfte, unsere Arbeit, unsere Formerien, dass wir die wollen so verwalten, dass die dadurch geehrt und verherrlicht werden. Und wir beten, dass wir wollen treu sein von den Leitungen von den Heiligen Geist, dass wir wollen durchgeben, wo die was haben, und dass wir wollen mutig sprechen wollen, die mit das Erste zu geben, und dass wir wollen im Glauben leben mit das Ewige, was du uns geben lässt. Dankeschön, Gott, dass du bist und dass du uns was segnen. In Jesus' Namen. Amen. Hans geeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, met ons te horchen. Wie Menschen, die wir gesehen worden. Und wenn du einen Frauen hast, dann fund uns nicht das Nummer oder schreib uns an WhatsApp, wir sind hier und drei zum Halten. Und wenn du schlechten unsere Botschaften immer alle Weg an WhatsApp zu kriegen, dann scan diesen Code mit ihnen Phone. Und hey, wir würden uns auch sehr freuen, wenn die diesen Subscribe-Knopf drücken, so dort kannst du euer Antworten, wenn ihr unsere Botschaft von YouTube noch kommt. Und andere Menschen wie den Breit können sehen, vor mit Gott sein Wort. Mach Gott die Segen.